Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, für Bar Mitzvahs und für Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch Meir David. Heute haben wir mit dem Covid und Vergnügen zu präsentieren ein Interview mit Gennady Estreich. Er ist ein Gelernter auf dem Gebiet von jüdischer Sprache und Literatur in die Länder von gewesenem Rattenverband. Er ist ein Professor in NYU und hat geschrieben unabhängige Bücher und Artikel in verschiedene Orte, in verschiedene Lachones, Russisch, Ukrainisch, Englisch und Jiddisch. Und allein ist er geboren in Ukraine, was hat noch als Mishpacha dort. Er hat geredet vergangenen Freitag mit unserem Mitarbeiter Sholom Beinfelden, was ist allein ein Historiker und stammt von Ukrainer Jiden. Ich hoffe, Sie werden haben von unserem Programm und derweil wünschen wir euch einen freilichen Purim. Über 8 Tagen wollen wir ein bisschen mehr Zeit in unser Programm übergeben, dem wichtigen Indien von dem Yontiv Purim. Hatanoa. Sie können nicht gemalt sein am mehr passigen Gast auf unserem Programm in jetzigen Moment wie Gennady Estreich. Was ich habe gut verstanden, seid ihr Geborener in Zaporozhye? Ja, aber was es ist geworden zum Bedeuten, ein Wort, was ist allgemein bekannt, ja, schrecklich. Ja. Schrecklich, ein Feuer in einer Nuklearkraftstation, das ist, kann sein ein größer Unglück. Ja. Und versteht sich, ihr hat gewohnt auch in Moskau und und ihr hat jüdische Interessen, Gorasach. Will mir sich verlassen auf euch, uns zu orientieren im jetzigen Moment, was ist so tragisch und so gefährlich. Es brennt ganz Ukraine und die Welt ist aufgerudert. Aber es knockt euch der jüdische Moment, die jüdische Frage. Als Sachjuden und ich zwischen sich haben tiefe Wurzeln in Ukraine. Ich bin nicht geboren geworden in Ukraine, aber beide meine Eltern sind von Ukraine. Die Mama von Podolja Gubernia, von einer jüdischen Stadt in Podolja, der Tate von Tiraspol. Das ist am meisten für sich. Man will sich nicht da reinlassen in die Tiraspoler Frage. Aber die Mama hat gesehen, gerät wegen ihrer Stadt, wegen die Pogromen. Ist weg. Danke Gott, vor der Ersten Weltkrieg, aber zurückgekommen, besucht die Stadt mit 15 Jahren später
und sich angehört mit scheuderlichen Mainzes, was ist vorgekommen in dem Stadtteil in die Jahren von dem Bürgerkrieg. Wissen wir, also wir haben einen alten tragischen Geschichten mit Ukraine und mit den Ukrainer, aber von deswegen ist der Präsident von Ukraine Aid und deswegen hat die jüdische Kultur geblieben in Kiew im Zusammenhang von der ukrainischen Meluche. Ihr wisst das als besser von mir, weil wir sich verlassen auf euch ein bisschen uns zu orientieren in der komplizierten Frage von jüdisch-ukrainischen Beziehungen. Ja, Dank. Ich verstehe, es ist so, ja, und ich finde es besonders zwischen die Amerikaner, ja, nicht also zwischen die sowjetischen, aber die Amerikaner. Also Ukraine ist verblieben in Sikon, also in einem historischen Sikon, ja, wie das Ort von verschiedenen Unglücken, ja. Und haben die Koidem Kol, ich weiß jetzt, gedenkt es bederach klar der junge Dore, passiert das ausgemerkt geworden, also Namen wie Bogdan Chmelnytsky, ja, wo es ist gewesen. Aber ist es etwas weg, ich weiß von meiner Erfahrung, von Lernen, dass sehr selten sehe ich als Student, was reagiert auf den Namen. Ja. Aber von deswegen, ja, es ist verblieben. Und erwarte seien die Pogromen von, besonders von dem Bürgerkrieg, ja, besonders von dem Jahr 1919. Und bei Sachmenschen, und wenn ich geschrieben verschiedene Sachen, lass mich sagen, bei mir ist es herausgedacht, das geht heraus, ein Artikel wegen dem Hunger, was es gewesen in Ukraine in die 30er Jahren, Anhieb 30er Jahren, was mir ruft ist Holodomor. Ja, ich habe sich beteiligt in einer Konferenz wegen dem. Und wenn ich habe gelesen, die jüdische Presse, die amerikanische Presse, und besonders dem Vorwärts, und ich habe tatsächlich geredet auf der Konferenz, wie die ganze Geschichte hat sich abgespiegelt in dem Vorwärts hier. Weil in jener Zeit ist also, hat sich also überkommen, als zwei Journalisten sein gewesen in Ukraine, nicht zusammen, aber es hat wegen dem geschrieben. Das ist gewesen abgespiegelt in der jüdischen Presse, aber kein Breckel Sympathie ist nicht gewesen. Ihr versteht? Es ist gewesen also noch neu zu jenen scheuderlichen Zeiten, ja. Also mir hat gesagt, ja, also sie starben, ja, und was, ja, und so weiter. Aber ich meine, als jetzt darf man von deswegen gucken mit frischen Augen ein bisschen auf Ukraine, wie das Land und das Volk sieht es jetzt. Ich will nicht idealisieren. Ja. Es ist beklar zu idealisieren, ein Volk, reingerechnet uns Iden, ja, das ist die letzte Sache. Ja. Weil ein Volk ist ein Volk. Ein Volk ist ein, ich weiß, eine Sache mit Menschen sind da selber und sie sind da als andere Menschen. Aber ihr versteht, es ist vorgekommen, von einer Seite eine interessante Sache. Und ich bin nicht sicher, mich hat es bemerkt von Amerika und von, klar, als auch Menschen. Die Sache ist, als wenn mich abgebreckelt von Ukraine, Krim, was ist geschehen mit 8 Jahren zurück? Ja? Wenn Russland hat faktisch verhabt. Es ist ein Moment, ein schwerer Moment in der Geschichte von Ukraine, ein Überkehren und so weiter. Und Russland, wie ein Teil der Schochen, hat es ausgenutzt. Ja? Und abgebreckelt Krim. Und er war verkocht oder die Sache mit Donbass, oder Gegend, und was hat viele nicht geklärt. Aber etwas mit der Feier, das gewinnt die ganze Zeit in Meschech von der 8 Jahren. Beismeisse ist in Meschech von der 8 Jahren tagtäglich, tagtäglich, hat sich gegossen auf der russischen Television, Blote auf Ukraine. Tagtäglich. Versteht ihr? Gleich wie kein anderer
Zores hat das Land nicht gehabt, ich meine Russland. Kein andere Problem. Ich gucke es nicht, aber von Mal zu Mal mit ich weiß, ein bisschen masochistischem Interesse, vielleicht ich ja guckte auf dem. Es ist ganz schön. Alle Mal das gewesen, als die Ukrainer seien alle Narzissten. Ja? Als gleich wie in Russland seien nicht gewesen solche. Versteht? Also alles ist konzentriert, konzentriert vor die Narzissten und Bechlau, schreckliche Menschen. Und so weiter und so weiter. Es ist gewesen eine Erniedrigung, die ganze Zeit eine Erniedrigung von der Ukraine. Aber die Sache ist gut, in Amerika vielleicht man das reingucken, ich vielleicht reingucken, oder öfter die Menschen, die in der Immigration, was haben die russische Television, was sind noch als zugekommen zu der Moskau Television, haben sie euch reingeschlungen. Aber nicht kein russischer Amerikaner, nicht ein russischer Amerikaner hat es nicht gesehen, ja, und hat viele nicht gehört. In Ukraine ist aber die russische Television gewählt. Und in Messer von die 8 Jahren hat man geschaffen, also ein Bild von Ukraine vor die Augen von den Russen. Und gleichzeitig haben die Ukrainer in Messer von die 8 Jahren sich angefühlt mit dieser Sinne. Du verstehst? Von der tagtäglichen Erniedrigung. Das heißt, es seien gewähnt die 2 Prozesse. Was ist so ein gewähner Prozess? Was war in Messer von die 30 Jahren, ja, wir reden wegen viel mehr als 30 Jahre, ist so ist gewachsen ein anderer Dorf in Ukraine. Oder viele 2 Dörfer, und das ist eine schöne Sache, wenn ich bin doch weg von Ukraine mit 46 oder 47 Jahren zurück. Ja? Und ich habe gewohnt in dem Zaporizhzhia oder auf Russisch das gehört Zaporozhye, weil die Stadt in der Gegend, wo ich habe gewohnt, haben geredet Russisch faktisch. Und die Dörfer haben geredet Ukrainisch. Das ist gewesen, also zerteilt. Ja. Aber da hat jeder eine, was ist gewachsen in Ukraine, die kennt Ukrainisch. Nicht unbedingt zu reden, ja, aber zu verstehen. Ich habe gelernt Ukrainisch wie jeder eine. Ich habe verwendet die russische Schule. Ja. Aber die russische Schule ist gewesen 10 Jahre und in Messer von 9 Jahren parallel haben wir gelernt die ukrainische Sprache, die Literatur. Also ihr seht mit der hübschen Überreis, schließlich ein die ukrainische Television. Ich verstehe alles, wie auf Russisch, ich weiß auf Jiddisch, also weiter. Ich verstehe es. Also es ist kein Problem, es ist gewesen, ganz oft ist der Schmuck ist gewesen so, also ein Mensch hat geredet Ukrainisch, der zweite hat geredet Russisch und jeder eine hat verstanden, einer der anderen. Aber ich sehe, als Ukrainisch ist Mamisch allein in dem Leben, weil 2 Deures haben verwendet die Schulen auf Ukrainisch, haben gearbeitet auf Ukrainisch. Ich weiß, alles ist auf Ukrainisch. Und ich habe auch viele getroffen, wenn ich bin gewesen auf einer Konferenz. Ich habe gesehen, junge Menschen, die kennen nicht kein Russisch. Mir hat sich zu neu, weil ich weiß, wir kennen die Sprachen sein von deswegen. Also wegen, die Thema ist nicht sehr kompliziert, wir lernen nicht wegen philosophischen Themen, ja, aber solche Poschete, aber da kann man sich zu neu lernen. Ja. Aber faktisch kennen sie nicht Russisch. Ja. Es ist etwas anderes. Und die Sprache, und die hat Sinne zu dem, was sie haben gesehen mit Zeit Russland, hat von sich geschaffen, zusammen mit anderen Sachen, geschaffen etwas, eine Nazi, welche Bamon hat, wenn die russische haben nun als jetzt reden, es ist gewesen Künstler gemacht, zu neu gestückt wird verschiedene Territorien und dann gerufen in Ukraine. Und in gewissem Sinne ist das also gewesen. Ich gedenke, wie die Ukrainer von Mislach haben nicht stark gehalten von die Meilovdiki. Und die Meilovdiki haben geguckt, krumm auf die Mislach-Diki. Ja? Und also weiter, es sind verschiedene Geschichten, sehr viel Ukrainisch, klingt anders hier und so mal. Es ist wie, ich weiß, Litwakis mit die Polisch, ich weiß, Lehavdi, was also. Ja, aber jetzt sehe ich,
als es ist geworden etwas an Nazi. Ja? Und der Paradox ist, als das ist geschehen in Ägyptischen Moos, Dank, also sozusagen, Dank Russland, ihr versteht? Dank dem Regime. Also sie seht euch jetzt, als wenn Putin und seine die Kopfmenschen, ja, wenn sie haben planiert die ganze Operation, haben sie nicht ausgerechnet, diese ganze Regime von dem, was haben nicht ausgerechnet. Erstens haben sie sich nicht ausgerechnet auf dem, als die Ukrainer wollen sich schlagen. Also das wird sein nicht so wie mit 8 Jahren zurück. Was mich hat reingeschlagen, Krim und Schein. Ja. Also sie wollen sich schlagen. Das haben sie nicht ausgerechnet. Zweitens haben sie sicher übergeschätzt sehr eigene Armee. Ihr wisst doch in Russland, mir erzählt, ich weiß Bobemeister, die Armee ist stark, ich weiß erst, ist das man. Es ist nicht so. Es ist in der Armee nicht so. Drittens, was habe ich nicht verstanden? Weil die ganze Zeit ist doch die mehrheitliche Welt gewinnt Zibutskit. Europa ist gewinnt ein bisschen Zibutskit mit Amerika. Amerika hat geteilnis zu Europa. Und viele in Europa, ich weiß, das und Jens, ich weiß, Hisboines. Und sie gewinnt Länder und bleiben Länder, wo sie gewinnt mehr freundlich zu Russland, ich weiß. Ungarn, Italien ist mehr freundlich und so weiter. Aber jetzt sehen wir, als Mayrev ist etwas Mayrev. Ja? Die Mayrev-dicke Welt, wir bekommen sich, als Putin hat gemacht 2 Sachen. Eine Sache, hat konsolidiert die Ukraine. Und die zweite Sache, was hat konsolidiert, die Mayrev-dicke Welt, faktisch. Und jetzt... Amerika. Ja, reingerechnet Amerika, Kanada, ich weiß. Und Kanada ist für Ukraine ist besonders wichtig, weil es kommt als hübsche zur Ukraine dort. Aber ja, so, das ist die Mayrev-dicke Welt, aber viele Japan, ihr versteht, sie sind ja alle zusammen. Ja. Die Schweiz. Alle faktisch. Also es und das, was ist geschehen, und das Haus zerreißt, zu gucken. Ich habe da in Zaporozhye, meine Schwester ist dort, und mein Plemennik ist dort, und ich rede jeden Tag mit meinem Plemennik. Und es ist schrecklich, es ist schrecklich. Und hat mir gesagt, der Plemennik, jetzt bekommt sich eine Sache. Also die Melchome, was in Russland ist viele nicht erlaubt, anzurufen, dass wir Melchome. Es ist eine spezielle Operation. In dem Targum Loschen, was sie nutzen dort. Aber in Ukraine, das, was ist in der russischen Tradition, ist die vaterländische Melchome. Versteht? Das ist gewesen, die erste vaterländische Melchome ist gewesen im 19. Jahrhundert mit den Franzosen, ja, die napoleonische, der Norge ist gewesen, wo es mir auf die größte vaterländische Melchome ist, oder heilig von der Zweiten Welt Melchome. Und ist es so. Und versteht, die Völker sind von deswegen, sie sitzen auf demselben historischen Jesod. Und wenn ich höre die ukrainische Television, es ist manchmal wie ein Paradox. Was ich höre allemal Allusions zu der russischen Geschichte. Du verstehst? Das ist, wir wollen halten Kiew, aber viele wir wollen nicht einhalten. Wird es sein, also wie, und sie verrufen sich auf Kutuzovem, was hat angeführt mit der russischen Armee, ich weiß dem, ja, ich verstehe, die Ukrainer verrufen sich auf Kutuzov. Oder ich habe gesehen, wie mir weiß, wie mir hat zerklappt etwas, die Tanken und so weiter. Und das ist etwas apostelter Mensch, ein Teusche von dem Ischef. Wobei ist das alles? Und plus er ukrainisch, ja. Und plus sagt es ist so wie, und zitiert, was ist wie Alexander Nevsky. Ich weiß, das ist eine zugetrachte Sache von Alexander Nevsky, keiner weiß nicht, wer der Mensch ist in der Emerson gewesen, aber es ist gewesen als ein Film, sehr bekannter Film, ja, Alexander Nevsky,
Und dort zitiert Alexander Nevsky. Sie ist von deswegen, sie ist faktisch ein Bürgerkrieg. In einer größeren Maß ist das ein Bürgerkrieg, weil das sind Menschen von demselben Schnitt. Faktisch, ja, historisch auf demselben, aber jetzt seien sie Sonnen. Und bei mir war das 30, das Herz für die Ukraine, mein Kräuwe, Freund, und also was kommt dort vor. Und ich will sagen, der Members, bei mir tut weh das Herz euch für meine russische Freund und Haverim und Kräuwe. Versteht? Weil der Plemanik ist in Ukraine und sein älterer Bruder ist in Moskau. Ja? Und sie leben lieber. Sie leben lieber. Sie sind auch Karbonis von dem wilden Regime. Aber die Sorge ist, dass sie schafft sich einen Eindruck, als der größte Teil von der russischen Bevölkerung ist mamisch wie Zembirt. Mamisch wie Zembirt. Man hat sie eingeteilt als und sie schreiben wegen dem, sie nehmen das Synonym, wie ich weiß, Reinemes, ja, als wir dürfen befreien die Ukrainer von den Narzissten, als das ist, ich weiß, als das schlagen sich mit den Ukrainer, aber in der Emerson schlagen sie sich mit den Amerikanern. Ihr versteht? Weil Ukraine ist etwas, wie ich weiß, also wie ein Vorpost von den Amerikanern. Also das ist manchmal eine Tragödie. Und als die schrecklichste Sache, ihr versteht, von meinem Freund Russisch, haben sie mir erklärt, das vergessen, ich bin weggefahren von Russland, ich weiß, mit 30 Jahren zurück. Und sie haben mir erklärt, dass sehr viele Menschen, reingerechnet als auch von meinen Freunden, haben sich eingerät, als Putin und die ganze Chalastre, also Putin sind Zyniker. Als umgegangen wird, Millionen oder Billionen, ja, und als das Einzige, was sie will, ist Poschet, wir sollten das als bei sie nicht zunehmen, ja. Und sie erzählen etwas, meistens, ich weiß was, aber in der Emerson, als sie will, also sozusagen einhalten, wo die ganze Balabatischkeit sehen. Ja? Und aufgebaut als System, die abzuhitten, die ganze Balabatischkeit. Aber jetzt sehen wir, es ist nicht so, und sehen das. Es ist dazu noch, es ist nicht zynisch. Es ist zynisch in einem gewissen Sinn, aber es ist noch ärger, weil das ist ideologisch. Versteht? Weil in der Emerson verlieren sie den Volk. Er ist gewinnt ein Millionär und bleibt mit Gott nicht. Ja? Etwas. Ihr versteht, oder mit der Sache weniger Geld. Und also es ist auch ideologisch. Es ist etwas so die Idee oder die chauvinistische Idee von Großrussland, als man darf wieder einmal, das heißt, als man guckt von oben nach oben auf alle Völker, die sind früher gewesen in der russischen Imperie. Also das sind etwas kleinschige, ich weiß was, halb entwickelte Völker, aber Russland ist etwas anderes, ja, die Russen sind anders. Und wir haben sie reinnehmen, wieder einmal reinnehmen und also sozusagen Balabatowen, also wie früher das gewesen in die Romanovs-Zeiten, in die Zeiten von der russischen Imperie. Also es ist schrecklich viel zu trachten und zu reden wegen dem in dem 21. Jahrhundert. Aber das ist, wie man sagt, ein medizinischer Fakt. Ja. Gewisse Menschen sagen, als es gewinnt Atos, was nach dem, wie sie sich zerfallen, der Sowjetverband, hat man mit NATO, die Grenze von NATO gerückt, nun zu Russland, in die gewesene Satellitenländer. Und das hat gestärkt die Möglichkeit, als es sollen sein feindliche Beziehungen zwischen Russland und dem Meer. Wie tracht ihr wegen dem? Ihr versteht, ich bin doch nicht in die politischen Sachen, ich bin ein Historiker mehr. Ja. Also es ist was ist es ist also, ich meine, als das ist gewinn richtig. Ihr versteht. Weil es ist gewinn von deswegen
für Russland ist gewesen also, oder zu werden ein Teil von der meirewdicken Zivilisation. Und Bamoncheb, ich meine Bamoncheb nach dem Sof, Bamoncheb nach dem Sof von dem Sowjetenverband, die erste Zeit. Was ist so gesehen also, als Russland gießt sich rein, weil es ist von deswegen ein Volk mit einer europäischer Bildung und europäischer Kultur, mit europäischer, ich weiß was, aber und als das wird ein Teil von der meirewdicken Welt. Aber jene haben gleich gewollt werden ein Teil von der meirewdicken. Aber koidem kol die baltische Länder, ja, aber ich rede schon nicht wegen Polen, Ungarn, also, Rumänien. Also. Aber da haben sie gewollt sich reingießen gleich. Ich glaube nicht, als von Samme Anhieb an ist die Idee, ich weiß nicht wegen Polen und Russland hat alte Geschbeutes, ja, das ist eine andere Sache. Aber als etwas, ich weiß, Bulgarien, was ist historisch sehr freundlich, allemal gewesen. Die Deutschen haben viele nicht gestutzt, sich schlagen mit den Russen. Ja, ist der Zweite. Bulgarien ist gewesen ja in der Zeit ein Freund von Deutschland, aber von deswegen besonders ja, andere haben geschickt, sehr Militär, aber nicht Bulgarien. Seien Sie allein, wenn Sie sehen allein in NATO, in Europa, ist das nicht gewesen unbedingt auf Zoloches Russland. Es ist gewesen, noch einmal, ich weiß nicht, dass es ist gewesen, aber koidem kol haben sie gewollt werden oder verfestigen viel. Nicht werden sie haben gehalten, also seien sie europäisch, für lang, aber verfestigen sehr Europäischkeit. Ja? Und Europäischkeit ist was ist das? Allein in Europa, ja, in die verschiedenen Organisationen. Ich sage noch einmal, ich bin gar nicht sicher, dass Babalem das gelegen im Kopf, also sich verteidigen von Russland. Aber Russland lässt sich heute noch, oder es ist klar geworden, später, als Russland hat sich gehalten von deswegen besonders, es ist anders, es ist Hecher, du verstehst, die ganze Propaganda, was sie gießt sich in Russland, also es ist ein Hecher. Es ist nicht die korrumpierte meirewdicke Welt. Mit die verschiedenen wilde Sachen, was alles ist doch übergetrieben dort in der Propaganda. Also die meirewdicke Welt ist, Gott, sie geht unter, ja. Die ganze sowjetische Propaganda ist gewesen, als die meirewdicke Welt halt in ihnen untergeht, ja. Und sie haben das alles untergehabt, ja. Und sie geht weiter. Sie geht unter, wir sehen Hecher, wir sehen Scherner, ich weiß was, Tchaikovsky, Pushkin, und was ist dort bei die meirewdicke und so weiter, ja. Also sie sind poschit nicht rein. Und bei manchen wird das gewinnt poschit nicht rein, aber dennoch ist das gewinnt als mehr und mehr besonders. Also ich meine, so hat sich bekommen. Also die Länder, die haben bewiesen, reingehen in NATO, ich weiß, das ist sehr mazel. Sehr mazel. Versteht ihr? Also seine rein ist beschützt mit anderen und das macht sie stärker. Und die, die Brechlich, die sind verblieben, Moldova, sagen, ja, oder Gruzien, wegen Ukraine schon abgerät, ja. Ja, aber das ist auf Zoll. Und Ukraine noch mehr. Ukraine hat man doch abgenannt. Ukraine, ich rede schon wegen dem, wie man hat zugegangen wird, die Gegenden, ja, Krim und Donbass. Trotzdem hat man doch, es ist gewesen doch zu neu gelebt, wo es ist wie ein Obmach untergeschrieben in Budapest, als Ukraine wird liquidieren die schreckliche Gewehr, ja, wo was ist Basé Gewehr, die nukleare ist Basé Gewehr, ihr versteht. Aber man hat gesagt, das schon, ihr liquidiert es und wir garantieren euch die Grenzen und schon und es bleibt. Der Sof ist gewesen, als kommt das liquidiert. Und wo sind die Grenzen und wo sind sie versichert, ihr versteht? Hat sich Poschet abgenannt. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. Dank für den Herrn.
Hot Hanoye. Ich habe gesehen letztens auf der Television Protesten nicht nur in Moskau, sondern auch in Novosibirsk. Menschen, ganze Harmonien von Menschen haben protestiert gegen die Milchome. Ist da eine Möglichkeit, als in Russland Guffe so etwas vorkommen? Sie sind nicht so. Aber das sind heroische Menschen, ja. Nicht nur junge, sind vor allem nicht junge Menschen, was gehen raus. Mehr riskiert sie, mehr halt sie. Aber das ist von dessen, ihr versteht, ich habe das so verdreht dort. Ich habe gesagt, dass in Mäßig von 8 Jahren hat man geschaffen, das ein schreckliches Bild von Ukraine. Ja. Aber gleichzeitig hat man geschaffen andere Sachen. Und hat sich zugegräht. Hat liquidiert alle Menschen, die es haben gekannt anführen mit etwas Protest. Nawalny sitzt jetzt. Ja. Und andere hat man, etliche Menschen hat man geärgert. Und andere hat man etwas Quatsch getan auf sie. Und sie sind weggefahren. Ja. Rausgefahren. Man hat euch ein bisschen liquidiert die unabhängige Presse. Und alles, was ist gewesen, unabhängig, hat man euch liquidiert. Also ich weiß nicht, ich sehe nicht. Sie können sein etwas an Überkernes von die, ich weiß, das ist wie eine Fantasie von den Generalen, aber ihr versteht, die sind nicht lang zurück, etwas Ähnliches, aber der Vernehmen ist ein anderer und so weiter, aber in Weißrussland. Und es hat uns gesehen, wer wird er fallen, ja? Ein nächtiger Tag, hält sich, ja? Die reingesetzt in Fisses und so weiter, wieder einmal rausgetrieben vom Land und sind alleine weggefahren und so. Ihr versteht, ich weiß nicht, ich will nicht gehen also weiter, wie sagen, einige sagen, dass das ist in der Nation von dem russischen Volk oder weißrussischen, ich lebe nicht in solchen Sachen. Aber etwas ist dort in der Kultur, ja, weil gleichzeitig sind da dieselben Russen, was gehen raus und sagen, konkret, man soll sie haben, man soll sie arrestieren. Also, ich weiß nicht, aber die Hoffnung ist sehr das wird sein ein Stück Novi und Novi, ja. Sein, aber Novi oder gar nicht. Was wird sein der Sof? Ich weiß nicht. Sie kennen seine schreckliche Sof. Ihr versteht, mit Zitter doch, man will nicht reinkriechen in Ukraine, weil das kann doch führen zu der dritten Weltmilchome. Weil damals, man kriegt noch rein mit ein Finger, ja, und das wird schön, befragt noch, als die Geschichte lernt. Ja. Aber die Geschichte lernt und die jetzige Zeit, der Mond und alle Mal, also sie ist doch bei Putin durch die schreckliche Sache, was keine Quetscht hat, ja. Quetscht und etwas wird alles fliehen. Ja. Ja. Kommen wir ein bisschen zum jüdischen Moment. Ich will etwas damals von meiner Mamas Städtel. Ich habe gefunden ein Bild, ein Foto von einem Plakat, das heißt ein Billboard auf Englisch, wo es einer Jid ist aufgestellt in meiner Mamas Städtel, ist damit 10 Jahre zurück, ich weiß nicht, das steht noch. Was beschreibt, was ist vorgekommen in dem Städtel. Wenn es ist rein mit den Deutschen oder schon noch vor die Deutschen, die ukrainische Miliz von Mairew Ukraine. Sie haben wieder geöffnet die Zerkwe und gleich geschossen 100 Juden. Und der, was hat geschaffen, dem Plakat, sagt, dass er hat damals gewinnt auch 10 Jahre und er hat gedacht, schleppen die Messe zum jüdischen Besäulen. Ist schwer zu vergessen, und das ist bloß gewinnt daran, versteht sich. Stadtort gehabt, mehr wie 100 Juden gehabt, bis dann 2000 sie dürfen. Und von meiner Mamas besprochen, ist keiner nicht geblieben. Das ist schwer zu vergessen. Und ich sage nicht, dass man darf das vergessen, aber ich meine, es bedarf auch euch gedenken. Nicht nur als Ukraine hat schrecklich gelitten
von den Sowjeten. Und war die Sowjeten auch. Viele in die Zeiten von Chmelnytsky sind die Ukrainer teuren Gewinn faktisch gelaufen. Das wisst ihr, ist immer besser von mir. Aber man darf gedenken, als es gewinnt die Kulturliga in Kiew, es blieb damals die jüdische Kultur und versteht sich, der Präsident Zawalny, was ist geworden, eine Weltfigur. Äußer gewinnt, ein Komiker, ein Akteur, was ist geworden, es ist also wie eine Komödie für sich, aber die Komödie ist eine Tragödie. Was soll Jeden trachten in jetzigen Moment? Ist da eine Zukunft für Jeden in der Ukraine? Ist da ein jüdischer Moment in der jetzigen Tragödie? Ich bin etliche Mal gewesen in Ukraine in die Jahren, nicht zu viel. Ja. Ich bin mehr mal in Russland, in Moskau, in die Archiven und so weiter. Konferenzen. Aber etliche Mal bin ich gewesen in Ukraine, reingerechnet durch 2 Mal viele in meiner Heimstadt. Er versteht, es ist schwer zu sagen. Es ist sicher, ich hätte erinnert, als ich gehidischt hier mit Zelensky, was ein Komiker, aber mich hat ihm ernst ausgewählt, Präsident. Und allein gerechnet, wo ich sage, sehr wichtig, allein gerechnet die Gegenden, was mich halt traditionell, ja, also ein mehr antisemitisch, ja, die Gegenden, ja. Aber ich weiß nicht. Es hat sich etwas gegeben. Ihr versteht, es ist beklar, da spielt aber die Rolle, Sachen spielen die Rolle. Viele die Verbindungen mit Israel. Ihr versteht, es war doch ein sehr ernster und tiefer Unterschied zwischen den Verbindungen, was Amerika hat mit Israel, die Bevölkerung Amerikaner, pinklicher, nicht wie das Land, aber die Bevölkerung. Und die russische oder ukrainische oder die in jenem Mekoimes die Bevölkerung. Amerika, wahrscheinlich der Bevölkerung ist bedarf klar, ist der Kontakt zwischen den Amerikanern und die Israeliten. Ja? Mispoches, mir Vorteile zu dem anderen, mir Vorteile Yeshiva, mir sucht das Schiddach, ihr wisst, ich weiß, Touristen und so weiter. Wahrscheinlich der nicht-jüdische Amerikaner Bevölkerung fordern sie euch, aber ganz oft ist das etwas eine christliche Gruppe und etwas anderes. Ja, sie ist nicht verbunden also direkt mit direkten Kontakten mit der israelischen Bevölkerung. Ja, sie ist mit Israel, mit der Geschichte, mit ich weiß verschiedene Sachen. In Russland und in Ukraine und in Weißrussland, in Moldau, hat sich geschaffen eine andere Verbindung. Die Verbindung ist also, es könnte sein doch von Sowjetenverband, besonders in die letzten Qualis, alles gefahren als gemischte Mischproben. Etwas 30%, ich weiß nicht, etwas als eine Abschätzung, seien sie, ich weiß, in ganzen Niden oder nicht in ganzen Niden, also, ja. Und die Iden, die sind weggefahren sind, gewinnen eine Sache mehr akkulturiert, eher die Amerikaner Iden, ja. Nicht, wer ist gewinnt dort noch froh, wer ist, ihr versteht, wer ist gewinnt. Und das wird gemeint, als wenn sie sind weggefahren sind, verblieben gute Freund, Ukrainer, Russen, ich weiß, Moldawaner und so weiter. Und ganz oft ist euch mit dem Sprache ist verbunden. Ich weiß, es ist auch weggefahren, ist Said, sie ist nicht kinidische, aber ihre Sprache ist Ergis und so weiter. Also ist die Kontakte sein geworden und Menschen fliegen von einer zum anderen. Nicht zu gucken, sie haben geguckt euch auf der Architektur, auf die historischen Sachen, aber wir fliegen von einer zum anderen. Und ich denke, ich habe sie gehidet, als von Israel in Ukraine fliegt man fliehen in 87 oder 10 Städten. Direkt. Versteht? Der Kontakt ist gewaltig. Kein Visas hat man schon nicht gefordert. Versteht? Es ist gewinn ein Hin und Zurück.
Also das hat geschaffen etwas aneinander beziehen. Und es ist sehr interessant, dass Israel hat vernommen ein wichtiges Wort in dem Bild, was bei den Ukrainern, bei den Russen und so weiter, hat sie geschaffen. Israel verdient es oder nicht, ist eine andere Sache. Oder wollen wir sagen, also Israel hat gehabt dem Schem und hat das der Schem, das Land mit der Medizin in der Welt. Also es ist krass, etwas tut weh, etwas, und ob man hat Geld, fährt man kein Israel. Ich denke, es gewesen die meisten in Tschernobyl hat man geschickt. Ja, geschickt, ja. Aber Tschernobyl, das ist schrecklich, aber kostet etwas. Ja, fährt man, ob man hat Geld, will sofort. Kein Israel befragt noch, als der Doktor redet dort Russisch und die Krankenschwester redet Russisch. Und schon, ja, also nicht auch in linguistische. Es hat sich auch viele geschaffen, oder so, was mich hat gerufen, der medizinische Tourismus. Yes. Und man forscht, Israel ist euch ein Land mit einer Armee, eine in der Welt. Ja? Und etwas solche Sachen. Ja? Und Israel ist in Israel und Israel. Das wird aber zugegeben. Es geht guck. In Kiew, in Moskau, seien gewähnt etwas Sachen, da und dort. Aber bei der klar, ich habe gesehen, ich bin gewähnt auf einer Konferenz in Kiew und wir haben gewohnt in einem Häuf von der Schule. Ja. Keiner tut uns nicht, es ist, ja, gehen Iden und so weiter. Keinem, und Iden, was mir sagt, das sind Iden, ich meine, Filme Iden. Ich weiß, es ist gewähnt etwas ein paar Mal, aber du hast ein paar Mal, kennen wir gefühlt solche Fällen in Amerika auch. Ja, es ist gewähnt normal. In Moskau hat man aufgebaut, die Lubavitcher haben aufgebaut, dort eine ganze Imperie. Versteht? Mit Schulen, ich meine Schulen, wo wir lernen und Schulen, wo wir dauern und Restauranten, koschere Restauranten. Wir sind allein, ich denke, in Epizakrom, in Moskau, sagt man, man gibt nur noch ein Guck. Wir verkaufen verschiedene milchige Sachen, auf welches steht geschrieben, eine besondere Firma. Tevi der Milchiker, auf Russisch. Tevi der Milchiker. Ihr versteht? Es ist gelost, dennoch habe ich sie gefunden in Internet. Es ist da eine ganze, oder es ist gewähnt, eine ganze Firma, was wird ausgearbeitet an solche Sachen, hinter Moskau, Koschere. Ihr versteht? Ihr versteht? Es ist gewähnt, das wird gespielt euch eine Rolle. Es ist nicht gewähnt schön, und es ist nicht gewähnt keine Propaganda von Neuem. Von Neuem, oder die Propaganda, welche ist gewähnt in die sowjetische Zeiten, gegen Israel, und mit etwas ganz antisemitischen Stunk, ja, in der Propaganda. Das ist schon mehr, keinmal nicht gewähnt, Gruppkiller, wie man tut. Aber offiziell hast du Khalil, ja. Es ist der Lubavitcher Anführer, ist gewähnt also zu Putin, es haben sich noch nicht gekuscht, aber also das gewähnt, versteht. Also ich meine, also das hat gespielt eine Rolle. Weiter kann ich austrachten, ja. Weil Epser ist, die Lage ist gewähnt also schwer, als Epser hat sich gedreht in dem Kopf, als nur Aid kann sich austrachten. Ich weiß nicht. Das ist doch als Efscher kann Yisrael sein der Vermittler zwischen Russland und Ukraine. Ja, man hat geredet wegen dem euch, letztens, aber der war das nicht so, ja. Aber ja, man hat geredet. Ja, und nach Abramowitsch hat man etwas zugezogen zu der Meister gewesen. Sie tut sich äußerst auf solche Sachen im Leben. Aber ja, das ist. Ja, als die Juden kennen, weil, ihr versteht, die Juden haben gemacht, mischugene Geld. Einige, ich weiß, gezählte Juden haben gemacht. So, wenn man guckt auf die Regime von den besonders reichen Menschen von Ukraine, sind es doch von den Juden. Ich weiß, es tut ein bisschen weh. Ein bisschen, ja. Also und mir hat geholfen, dass auch jüdische Schulen, verschiedene jüdische Schulen, Gottfrumme wenig, aber mehr das Poshet, als von Sachnut gibt man so ein bisschen Geld. Und auch Ort hat sich reingemischt, der Ort, die jüdische Organisation.
Geld. Und ihr versteht, letztens hat mir angeklungen ein Demographer, sehr guter Demographer, und sagt mir, du weißt, dass in dem, guckte die Ziffern, Menschen, die spielen sich mit den Ziffern. Also in die Ziffern von der letzten Volkszählung weisen 16 in Russland, weisen wir in Russland 16.000 Nicht-Iden, was haben angewiesen, als sie kennen Hebräisch. Sagt er, ich bin gesessen und geguckt auf dem, von Mannen nimmt sich das hier. Nun sagt er, eine Sache legt sich auf den Sechel, als ihr wisst doch, ein hübsche Zoll Menschen sind weggefahren in Israel und ein Teil haben sich umgekehrt, auf eine Weile, auf ständig. Als auch Menschen, es ist schwer zu sagen, wo sie wohnen. Inzwischen sie haben einen russischen Pass, einen israelischen, einen russischen, ukrainischen, hin und her. Das ist eine Sache. Inzwischen sehen wir, wir haben schon gesagt, sind doch gemischte Sprachen. Aber von dessen nicht so viel. Teilt, und ich glaube, also das gerecht. Aber verbunden ist das Wort mit was. Also die jüdische Schulen, was man hat geschaffen, da und dort, haben bekommen ein Schem von den besten Schulen. Jeden lernen sich dort. Ja, und befragt nachher, als mit Zoll zu etwas die Lehrer, kann man bekommen die beste Lehrer, ja, in der Stadt. Und das ist offen nicht nur für, ob seien da Eltern, nimmt man dort noch nicht hin, sich lernen. Und was lernt man in der jüdischen Schule? Auch andere Sachen. Lernt man Hebräisch. Ja. Also, ihr versteht, sie ist eine mischugene Welt. Jetzt, ja. Also, ja. Ich sagte, also die einzige Schule, wo man lernt auf Jüdisch, ist in Oman. Absolut. Da Kinder so far die was bleiben in Oman, Die Braslova, ja, die Braslova, ja. Absolut. Ja, wer kann es mehr? Hast du etwas, was Fragen zuzugeben? Gennady, ihr seid doch ein Vorsteher von dem letzten Dorf von sowjetisch Heimland. Und das ist eine transnationale Gruppe. Jetzt, ihr habt Kontakt mit den anderen von der Gruppe. Sie ist da ein durchschnittlicher Zugang zu dem Krise? No, ja, warte bin ich in Kontakt. Der Kontakt kann sein sehr neu, mit seinem alten und sehr neuen Freund mit Boris Sandler. Also wir reden, ich weiß was, sehr oft und habe eingeredet mit ihm in der Früh. Aber der ist mir sein, wie man sagt, ich kalkieren die englische Phrase, wir seien auf demselben Seite, ja, versteht, in dem Sinn, ja. Und in einer Sache andere Sinn. Nechen ist bei mir gewesen, wer Gast, der ist nicht im Ganzen von sowjetisch Heimland, er ist Inger ein bisschen, Berg Kotlermann, er ist ein Professor in Barelan von jüdischen Sachen, Avade, ja. Ich glaube nicht, ich habe nicht gemacht, ich habe nicht ausgefragt. Ja. Ihr versteht, der ältere Dor ist schon im Ganzen mit, wir sind schon der ältere Dor nebach. Ja. Also der ältere Dor ist weg und der Jüngere ist ja etwas verbunden, also der anders. Ich weiß nicht. Es ist, sie verdrießt, was ich sehe da in Brooklyn, wo ich wohne, teilweise jedenfalls, ja, weil ich wohne auch in England, als viele zwischen der russisch-jüdischen Immigration, der russischsprachigen jüdischen Immigration, nebst das unter der Spur von der Television, wo steht bei der in der Winkel, seien da nicht weniger solche, ich weiß nicht, das ist die Mehrheit nicht, was seien auf demselben Seite wie die russische Propaganda. Ihr versteht? Und das verdrießt gewaltig. Seien da etwas Menschen, wo seien inzwischen, wo seien von deswegen nicht im Ganzen, also ja, aber sie haben sich eingerät, etwas Sachen, als beides dem seien schuldig. Und die Mehrheit der Welt ist dazu euch schuldig, und aber als wollt, Trump will das keinmal nicht erlöst. Trump, nee, aber nicht. Sie ist nur, weil Biden ist gekommen, und ich verstehe, sie ist etwas also primitiv und modne. Und sie verdrießt dafür, als kluge Menschen, gebildete Menschen, reden etwas als solche Sachen, haseln über Bobbe Meisters hier. Aber das ist sehr verspreit.
Sie meint ihr, als die letzte Skandal mit Zelensky und Trump hat gehabt eine Spur auf Putins Zugang zu dem oder auf den ganzen Krisisbeklau? Ich weiß nicht, das sind da sehr viele Theorien. Das ist, also Theorie habe ich nicht gehört. Es ist da eine Theorie, als Putin, ich kaufe nicht euch die Theorie, aber ich habe es lieber. Als Putin ist in Mäßig von 2 Jahren, von der Cholera, was ist jetzt hier, von der krank, ist gewöhnt fast bald Ehrgeiz. Hat gezittert, versteht, ist gesessen, etwas im Ganzen abgesundert, ja. Und viel ist, wenn man weiß, jetzt ist ein Tisch, etwas, ich weiß nicht, wie lange er ist von der Seite und er ist von der zweiten Seite. Er zittert, bei uns vielleicht man sagen, er zittert für sein Pigirki, ja. Und er zittert auch für sein Pigirki. Und als vor der Zeit von seiner so abgesundert und bei ihm hat sich etwas gekocht in seinem Koch und er ist abgerissen von dem Leben im Ganzen. Er ist im Ganzen abgerissen von dem Leben. Er ist ergens hier dort auf der Levone. Ja? Und dort auf der Levone hat das alles, was es bei ihm ist, früher gewesen, ist geworden noch stärker und noch wilder. Ich verstehe. Das ist eine Theorie, ich weiß nicht. Sie klingt etwas interessant, ja. Aber das ist eine Theorie. Aber in der Instinkt, ich verstehe, es ist sehr interessant, was ich habe manchmal gelacht. Zwischen die, was einer reingefallen unter die Sanktions, ist vor allem einer, was ist Aida oder halber, jedenfalls er hält sich von Aiden, Solovyov. Ein wilder, es ist beklagt, von den Propagandisten auf der Television ist der Ärgste, ja. Aid. Und wenn mich hat ihm reingestellt in der Regime von die schönen Jaten, ja, wo sein unter der Sachse, hat gleich gesagt, das ist, weil ich bin Aid. Verstehst du? So ist auch heute eine jüdische Sache. Vielleicht kann das sein, die letzte Frage von meiner Seite, aber auf der Mamas Zeit stamme ich von karpatischen Jiden und wie ihr wisst, da war ist Transkarpatia, Zakarpatska Oblast geworden ein Teil von Sowjetenverband und ist es das ein Teil von Ukraine. Und, aber sie sind ein bisschen ein anderer Teil von Ukraine, aber man hört wenig wegen sie. Und mehr wie 1 Million Menschen wohnen dort, aber ich habe nicht gekannt. Was haltet ihr wegen dem, oder von der jüdischen Guckwinkel, oder Beklau, wegen der Geschichte und wegen der Politik? Sie sind auch anders und sie halten sich nicht im Ganzen, sie halten sich nicht für Ukraine, ja. Es ist etwas anderes. Ganz oft ist die Mischproche redet Ukrainisch und Ungarisch, doch das nur zerteilt und dort sind gewähnt euch ungarische Schulen. Ja, also. Bei mir ist gewähnt ein Schochen in Oxford von jenen Mekoimes, ja. Was hat gerät, wenn hat gerät, Russisch hat es geklungen in ganzen Ukrainisch, ja. Aber hat sich nicht gehalten für eine Ukraine. Und er ist geworden, wenn Russland mit Ukraine haben sich zerkriegt, ja, und ist geworden ein Chosid Nord von Russland. Und hat mir gesagt, als dort, als wir sehen anders, als ich kann nicht angucken, und die Ukrainer von Lemberg und so, ich weiß nicht. Das ist nicht mein Scheuere. Also ich erzähle das mehr wie eine Anekdote von einem Menschen, ja. Also, aber hat geteilt, also wir sehen anders. Also das ist der ukrainische oder Nationalismus oder was und also sein näher zu Russland und aber zu Ungarn. Ja. Das ist alles, was ich weiß. Aber ihr seid gerechter, also das ist ein Meister für sich. Dort nicht am meisten. Ja, wenn ich vergessen, wir haben angehört mit meiner Tante Mama, wenn ich vergessen, Tiraspol. Tiraspol, ja. Es ist eine zweite Transnistrie. Gewesen hat Transnistrie war die rumänische Faschisten und jetzt da eine neue Transnistrie. Das ist ein anderer, ja. Sie können noch spielen, etwas Rolle jetzt. Ich sehe, Leute am Mappe können sehen, als dort können eine russische Base gegen ja. Ist, wenn Moldova, ich habe noch gelernt, hat angegeben, wir sollen sie euch nehmen in Europa, haben sie gleich gesagt, schön, wir teilen sich auf. Sie sind gemacht den ganzen abgeteilt. Aber ist das schön, wir gehen nicht allein.
Das kann schmecken mit einer Melchome oder mit etwas Teil von der ganzen Geschichte. Hat es von Tiraspol weg das wie ein junger Mann und mit mir gesagt, und ich bin gewesen an das bei der Besprache. Mein Tatensbesprache hat ja gelebt, die haben das gewesen, evakuiert von Ades. Aber ich denke, das hatte vielleicht reden wegen Chersoner Gubernien. Was Ades ist ein Chersoner Gubernien? Wie kommt Cherson zu Ades? Cherson ist auch eine wichtige Stadt. Und Nikolai, die alle nehmen, was ich habe gehört, wie ein Kind, sind jetzt in der Nähe. Du weißt, ich habe letztens gehört, sie sind mal gewesen, nicht kein Student, aber ich habe angeführt mit der Arbeit von Ukraine. Und ich habe geredet mit ihr in Skype, ja, und sie sind erschrecklich. Und sie hat mir gesagt, na, junge Frau, und sie vernimmt sich da mit die Umaner Chassidim, ja, mit der alle Sachen. Und sie sagt, ihr wisst, ich habe wegen dem Malz gelehnt in die Bücher, aber ich will nicht wohnen, ich will nicht leben in einem Buch. Und das versteht du, das ist die schreckliche Sache, ich will nicht leben in einem Buch. Und vor mir hat es gemacht, etwas so eindrücklich. Aber es hat gemeint doch nicht etwas ein romantisches Buch, aber etwas ein schreckliches Buch. Versteht du, das ist. Ja. Nun, wollen wir hoffen, was wird sich endigen. Ja, gut. Lassen wir noch gute Absurdes. Und genau die Österreicher, besonders bei eurer Sprache, soll sein gesund und Shalom. Ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Dank. Und Shalom euch, Yashkaya. Ja, danke. Ein größer Covid und ein größer Vergnügen. Steht ihr dort in Gessele, still vertrachter Heisele, dort auf dem Beudem Stiebel wohnt mein Teier Reisele. Jeden Abend farne Heisen dreh sich herum, tu a Pfeif und ruf eus Reisele, komm, komm, komm. Öffnen sich a Fensterl, wart aufs alte Heisele, bald klingt die stille Gessel, as is volks Retreisele. Noch a Weile wart mein Lieber, bald wir sein frei, geh sich noch a paar Mal lieber, 1, 2, 3. Geh ich mir a freilich Versing und knack mir Nieselach, hör ich auf die Trepplach laufen, ihre drobne Fieselach. Schoin a ropfen letzten Treppl, ich nehm sie lieber ich tu ihr still a Kusch in e Köppel, komm, komm, komm. Stila Kuschine Käppel, komm, komm, komm.
schwui Mammen hat mir gegeben. Und ich will sein Weib und mein Mann. Spazieren seien wir gegangen, rum dem Garten durchgezogen. Dann kein Mammenjotter auf mir geworfen, und kein Mammenjotter, kein Mietamol. Ich sitz und spiel auf mein Gitarre und sing ein Lied nur für mir allein. Und mein Stradanje weiß doch keiner, und mein Stradanje weiß nur Gott allein. Gott allein. Nachdem mein Sohn, mein Sohn, was bist du so traurig, Sohn, was gehst du herum, nachdem hab lieb a schein meidale tatinho, hab lieb a schein meidale tatinho. Ai verge ist das meidale Soninho, und wie viel gibt's in noch dem Kerl? Sie será fein meidale tatinho, kein Naden aber gibt's in tatinho. Noch dem mein Sohn, noch dem mein Sohn. Sie gefällt mir nicht der Schiedach, Soninho, sie gefällt mir nicht der Schiedach, noch dem Kerl. Man fragt bei dir kein Day, ist nicht Tatenio, man fragt bei dir kein Day, ist nicht Tatenio, weil nicht kommen auf dein Hassen, Soninho, weil nicht kommen auf dein Hassen, noch dem Kerl. Wirst du kommen gleich zum Bries, Tatenio, wirst du kommen gleich zum Bries, Tatenio. Noch mein Sohn, noch mein Sohn. Ai, wenn hast du hassen, Soninho, ai, wenn hast du hassen, noch dem Kerl. Weil schick mir soll dir raus auf den Tatenio, weil schick mir soll dir raus auf den Tatenio. Ai, wenn mir wirst du schicken, Soninho, ai, wenn mir wirst du schicken, noch dem Kerl. Weil schick noch dir deine Nickel, Tatenio, weil schick noch dir deine Nickel, Tatenio. Der Wein von deures dicken Doje hat mir gestarkt im Wanderweg. Die Beise Schwert von Pein und Treue hat nicht vernichtet mein Vermögen, mein Volk, mein Glauben und mein Blühen. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied, von unter Schwert hab ich geschrien. Ich bin naiv,
der kluger Knetsch von Rabbi Akiva, die Chochme von Jeschaias Wort, haben genährt mein Durst, mein Liebe, ohne sie mit Hass zu neu gefahren, der Schalom zu Makabeer Helden, war Korbes Blut in meinem Sied, von alle Scheiters leg ich melden, ihr bin Aid, und auf Zeptiknesch die Sonne, was gereiten quor im Scheu vor mir, weil ich unter die Freiheit wohne, nach oben, nach es und nach schier, weil meine Weingärtner verpflanzen, ohne von mein Geurl sein der Schmied, weil noch ab die Sonne im Skewer tanzen. Ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid.